Am 14.08.1688 wurde im Berliner Schloss der spätere König Friedrich Wilhelm I. geboren. Die Geschichte stellt ihn meist als polternden Soldatenkönig dar. Doch die neuere Forschung zeichnet ein anderes Bild. Er war einer der effektivsten Staatsreformer seiner Zeit. Als er 1713 die Regierung übernahm, stand das Land vor dem finanziellen Kollaps. Er strich die verschwenderische Hofhaltung seines Vaters zusammen und baute eine hochmoderne und effiziente Zentralverwaltung auf. In Ostpreußen besiedelte er entvölkerte Landstriche durch die Aufnahme von tausenden Glaubensflüchtlingen aus Salzburg. Sein schlagkräftiges Heer nutzte er zur Abschreckung und hielt Preußen aus großen Kriegen heraus. Als er 1740 starb, hinterließ er ein schuldenfreies Staatswesen.